Bei Thomas ist es so, dass für mein Empfinden er mit seinen Worten immer Welten öffnet. Also er verweist immer auf etwas anderes. Und das ist für einen Musiker, für den Leser, die Leserin sowieso auch, unglaublich inspirierend. Und dann hat er einen großen Sinn für die Groteske. Auch in seinem neuesten Roman kommt das zum Zug. Und so groteske Nummern, groteske Chansontexte sind natürlich auch ein Vergnügen für den Vertoner und natürlich auch für den Sänger, Interpreten oder die Sängerin. Wer in Frankreich ein Gedicht schreibt, schreibt ein Chanson. So formulierte es der französische Liedermacher und Chansonnier Boris Vian. Im deutschsprachigen Raum spricht man von Liedermachern und ein Chanson ist ein Lied oder ein Song. Der Zürcher Komponist und Pianist Daniel Furter hat 66 Chansons vertont. Transkribiert und arrangiert hat sie Philipp Bartels, ebenfalls Komponist und Regisseur. Entstanden ist daraus ein wunderbares Liederlesebuch mit Noten und Texten. Lieber Daniel, wir sind hier im Zürcher Theater Regiblick. Für dich als Komponist wie als Interpret ein wichtiger Ort. Was verbindet dich mit dieser Bühne? Zuerst einmal sicher die Freundschaft zu Daniel Roh. Und ich hoffe nicht anmaßend zu sein zum ganzen Team hier, ob Technik, Büro, Bar. Und diese Freundschaft ist beruflich untermauert. Ich bin hier mit Daniel Roh zur See gefahren. Wir sind mit Mark Twain durch die Schweiz gebummelt. Urs Wittmer hat für Daniel ein Stück geschrieben. Wir haben sehr viele gemeinsame Arbeiten hier gemacht. Ich habe für Daniels Inszenierungen Pink Floyd arrangiert, jetzt Mozart arrangiert. Und durfte auch mit anderen Menschen hier Musik machen, Konzerte machen. Es ist eine sehr enge Bindung. Und Daniel Rohr ist ja der Direktor dieses Hauses hier und hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass deine Oper Stanley, die Forelle, hier uraufgeführt wurde. Ja. Ist das richtig? Forelle Stanley durfte hier aufgeführt werden. Uraufführung hat hier stattgefunden, mehrere Vorstellungen. Meine Tochter Mona Petri hat das Libretto geschrieben, war Rea Claudia Kost, die andere Tochter hat gesungen. Ein familiärer Anlass war hier im Regiblick. Solche Dinge finden hier statt. Deine Musik wird hier uraufgeführt. Philipp, wie würdest du die Art Musik, die Daniel komponiert, beschreiben? Ich glaube, man kann auf die Frage wirklich am besten antworten, indem man sagt, es gibt keine einfache Antwort. Also es gibt kein Strickmuster, was ich mir vorstellen könnte. Du hast eben gerade die Forelle Stanley angesprochen, die ich hier inszenieren durfte. Ich sehe aber auch diese 66 Chansons, auch andere Musik von Dani, die ich gut kenne, und könnte jetzt nicht sagen, es gibt eine Handschrift oder ein Strickmuster, was sie auszeichnet, sondern im Gegenteil die große Unterschiedlichkeit und die auch in der Textvertonung begründete Unterschiedlichkeit macht den Reiz von Danis Musik aus, wobei man vielleicht sagen kann, dass all diesen Stücken sehr eigen ist, dass er ein großes Gespür für Dramaturgie hat, vielleicht, wenn man sagt, wie ein Text inszeniert ist, wann ein Text musikalisch konterkariert wird, wann er was verstärkt. Das ist eine große dramaturgische Begabung, würde ich sagen. Darf ich ihm widersprechen? Ja, unbedingt. Wenn er sagt, ich habe keinen Personalstil, das hat er jetzt gesagt, mein Papagei, der Papagei meiner Frau, behauptet, ich habe einen Personalstil. Er kräht wie am Spieß, wenn Furter gespielt wird. Bei Bach und Mozart ist er zufrieden. Also Hannah-Chan findet durchaus, ich hätte meinen schlechten Stil. Man sieht, ihr versteht euch gut. Jetzt heißt aber euer gemeinsames Buch, es fehlt noch es Lied. Das ist ein witziger Titel oder ist tatsächlich irgendwo eins verloren gegangen oder braucht ihr noch ein Lied? Nein, das ist die Erklärung des Buches. Es fehlt nur das Lied. Man schreibt nur ein neues Chanson, wenn noch eins fehlt. Das erklärt einfach, dass da 60 neue Chansons Das drin verstehe ich sind. nicht. Ja, ich würde nie ein Chanson vertonen, wenn ich das fehlen würde. Das ist ja mein Anreiz, ein neues Chanson zu schreiben. Nein, es ist ein wunderbarer Titel von einem der wunderbarsten Texte von Martin Suter.
Und es hat dann ganz vielen Chansonabenden, gerade dieses Lied war die ideale Zugabe. Und es ist schön, wenn jetzt die Zugabe Zum denke ich, Titelsong zum wird. Titelsong wird. Jetzt hast du für dieses Liederlesebuch, nenne ich das mal, weil man ja auch sehr viele Texte lesen kann, die sind alle dort, nebst den Noten, mit Texte ausgesucht von Dichterinnen und Dichtern von Zeitgenossen, aber auch von längst verstorbenen großen Künstlern. Nach welchen Kriterien hast du die Gesichter ausgesucht? Ich muss die Frage ein bisschen anders beantworten. Die Texte haben mich ausgesucht. Das heißt, diese Chansons wurden alle für Theaterproduktionen geschrieben. Und ich habe dann die Texte, die mir Gottlob, und ich bin sehr dankbar, von den Autoren, von den Lebenden, die Gestorbenen konnten sich nicht wehren. Da hat der Regisseur gesagt, das Lied will ich vertonen. Da habe ich 100 Chansons oder etwas mehr geschrieben. Und jetzt ging es um die Auswahl für das Buch. Und da haben wir, glaube ich, eine Regel war ein bisschen, die habe ich alle selber gespielt. Ich habe auch Chansons geschrieben, die ich nie selber aufgeführt habe. Ich glaube, das war eine unserer Regeln. Aber wir hatten noch andere. Wie hast du das beeinflusst? Also beeinflusst Oder deine eher Kriterien? dadurch, dass ich eher Gesprächspartner war, wenn es darum ging, diese Auswahl zu treffen. Und dadurch, dass, wie Dani eben gesagt hat, er bei allen, nicht nur der Komponist, sondern auch der Pianist der Uraufführung und vieler weiterer Aufführungen ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass die Chansons, die alle in einem Theaterzusammenhang entstanden sind, dass da auch sicher ein Kriterium war, kann das außerhalb eines Theaterstücks, wo es in einem ganz bestimmten Rahmen stattfindet, kann das außerhalb bestehen? Oder sind es Chansons, wo so viele Querverweise und Bezüge zu anderen Figuren kommen, dass es so außerhalb von einem Stück weniger Sinn macht? Also das heißt ja, dass auch ich die singen kann, theoretisch. Wenn ich singen könnte, könnte ich jetzt nach diesen Noten und nach diesen Gedichten die singen, ohne dass ich ein ganzes Theaterensemble brauche beispielsweise. Natürlich, und sie sind eben auch aus dem Zusammenhang gerissen. In Anführungszeichen stehen sie für sich selber. Wir haben zum Beispiel einen Hürlimann nicht drin, einen Hürlimann-Text nicht drin. Den hat er geschrieben, wie das Neumarkttheater einmal mehr wieder hätte geschlossen werden sollen. Und dann haben wir ein Chanson draus gemacht. Das macht heute keinen Sinn mehr. Also du weißt jetzt vom Neumarkttheater und von den Problemen. Aber es kommen so viele Personen drin vor, die weniger relevant sind, was die Auswahl betrifft. Jetzt sind es 66 Chansons. Und um einen Eindruck zu kriegen, glaube ich, hören wir doch mal ein erstes Lied. Was dürfen wir uns jetzt von dir anhören, Daniel? Das erste Lied im Buch, Berliner Morgen, der Text ist von Thomas Hürlimann. Und Helmut Vogel macht mir das Vergnügen, das Chanson zu singen. Schön. Das helle gelbe Bier, vor dem ich sitze, ruft nach mehr, nach mehr. Der alte kalte Schnaps, an dem ich schwitze, er trinkt mich langsam leer. Er trinkt mich langsam leer. Der weiße, heiße Wein, zu dem ich schweige, schreit so sehr nach mehr. Das wasserweite Bild, auf das ich zeige, es hängt so schrecklich schwer. Es hängt so schrecklich schwer und ist ein Schiff und fährt zu blauen Meeren. Geschwind ein Glas, ich will mich nach dem Mast verzehren. Es ist mein letztes Glas, es ist mein letztes Glas. Sie schrauben schon die Hähne ab, die Hähne krähen mir laut im Ohr. Die sehen ja aus wie abgelegte Zähne, da kommt kein Mund mehr vor, da kommt kein Mund mehr vor. Die schwellenhelle Nacht, in der ich liege, legt sich leider quer. Und hier läuft eine allzu steile Stiege, zerläuft im heißen Teer,
zerläuft im heißen Teer. Laternen wachsen, Lichter platzen, Lichterloh im ersten Tag. Die Straßen, alle Straßen sind Matratzen mit sausendem Belag, mit sausendem Belag. Die Häuser läuten, komm, Genosse, morgen, dreh dich munter fort. Wir wollen uns was Kleines borgen, denn abends bin ich dort, denn abends bin ich dort. Wie immer wieder dort und schweigend trinken wir einander zu. Jetzt seh ich mich zur Rechten und zur Linken, hier liegst du, Trinker, du, hier liegst du, Trinker, du. Das war Thomas Hürlimann und Daniel Furter. Ihr beide kennt euch schon sehr, sehr lange. Wie hat es mit euch angefangen, mit euch beiden? Mit Chansons. Katrin Brenk hat damals im Schauspielhaus Großvater und Halbbruder, ist glaube ich das erste Theaterstück von Thomas Hürlimann, gespielt. Sie haben sich befreundet. Katrin wollte einen Chansonabend machen, hat den Thomas dazu gekriegt, ihr Texte zu schreiben. Ich habe den Martin Suter, mit dem ich verschwägert bin. Er ist mein Schwippschwager. Und von dem ich wusste, er hat einen Sinn für das dazu gekriegt, mitzumachen. Und dieses Quartett, dann später mit dem Regisseur Christoph Leimbach zusammen, haben einen ersten Brenk-Abend gestaltet mit Chansons. Später hat mich dann der Thomas Hürlimann ans Schauspielhaus gebracht. Ich durfte zu seinem Theaterstück Musik machen, unter anderem Der Gesandte mit Edgar Selge. So lernte ich dann Achim Benning auch kennen. Habe dann 10 Jahre für Schauspielhaus viel gearbeitet. Thomas hat mir die unglaubliche Freude gemacht, mir ein Opernlibretto zu schreiben, Stichtag, aufgrund eines Theaterstückes, ein ganz wunderbarer, ganz schrecklicher Text. Und später haben wir es dann ein bisschen lustiger gehabt, da haben wir eine Operette zusammen gemacht. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Und was reizt dich jetzt als Komponist an seinen Texten? Gibt es da irgendwelche Merkmale, wo man sagen kann, das ist jetzt so was ganz Spezielles für dich als Musikschreiber? Es sind auf jeden Fall tolle Texte, aber ich bin sehr verwöhnt, ich durfte eigentlich immer tolle Texte vertonen. Bei Thomas ist es so, dass für mein Empfinden er mit seinen Worten immer Welten öffnet. Also er verweist immer auf etwas anderes. Und das ist für einen Musiker, für den Leser, die Leserin sowieso auch, unglaublich inspirierend. Und dann hat er einen großen Sinn für die Groteske. Auch in seinem neuesten Roman kommt das zum Zug. Und so groteske Nummern, groteske Chansontexte sind natürlich auch ein Vergnügen für den Vertoner und natürlich auch für den Sänger, Interpreten oder die Sängerin. Aber ich stelle mir vor, dass gerade das Groteske ja sehr viel Feingefühl braucht in der Musik, damit die Groteske eigentlich noch zum Zug kommt und die Musik sie eigentlich wie trägt und unterstützt. Ist das richtig? Es ist gar nicht so viel leichter, lustige Musik zu schreiben als traurige. Es ist fast eher umgekehrt. Genau, weil es fehlt das Pathos dann ja, oder? Ja, aber Thomas' Texte machen es einem leicht. Und ich hoffe, die Musik ist halb so lustig wie die Texte. Du hast ihn schon erwähnt, ein weiterer Zeitgenosse, sein Schwager, Martin Suter. Philipp, du bist ja wirklich selber Komponist. Was siehst du jetzt quasi als Kollege? Was zeichnet die Musik zu diesen Suter-Texten aus? Du hast mal gesagt, dass dich beim Suter diese Gediegenheit des Handwerks so reizen würde. Das heißt, anders als bei den Grotesken von Thomas Hürlimann, die dann teilweise das Versmaß überschäumen lassen und so Regeln in Anführungszeichen brechen, gibt es beim Suter wirklich
wenn die erste Zeile so und so viele Silben hat, dann hat die das bei der nächsten Strophe auch. Und da ist es spannend, wie Dani immer wieder auf neue Art und Weise es schafft, dass das Chanson am Schluss nicht irgendwie schematisch wird, auch wenn es ein Strophenlied wird. Also wenn man zum Beispiel jetzt Hass vergesse nimmt, was wir von der Rachel Matta hören dürfen, dann ist es ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Strophen sehr unterschiedlich gestaltet werden. Wenn man zum Beispiel eine hat, wo es dann mehr ins Sprechgesang geht, wenn man eine hat, wo sie was Tänzerisches kriegt. Wir werden das jetzt gerne hören. Sollen wir das machen? Gut. Gerne. Vielleicht noch mal kurz, damit wir wissen, was hören wir jetzt, Philipp? Hass vergesse, Text Martin Suter, Musik Daniel Furter. Und die Interpretin ist Rachel Matta. Guten Morgen, lasst mich liegen, schon wieder ein Tag älter. Warum hat heute Amsel geschwiegen? Es wird, denk schon wieder kälter. Schon wieder ist es morgen am Morgen, schon wieder ein Stück Jahr verschütt. Schon wieder ist es nicht mehr Sommer, schon wieder ist es bald nicht mehr heute. Ist es einmal anders gsi? Ist mir am Morgen besser gegangen? Sind die Tage auch so schnell vorbei? Sind mir die Jahre auch so schnell vergangen? Mit welchem Meter habe ich das Leben gemessen? Hast vergessen, hast vergessen. Auf dem Stuhl liegt ein paar Hosen, so angeht wie immer. Am Arm habe ich eine blaue Mose, er liegt im Nebenzimmer. Schon wieder ist es gsi, wie auch schon. Schon wieder gibt's ein anderes Mal. Schon wieder wird das ab nicht anders. Schon wieder ist mir das egal. Han ich's mal anders gehabt, hat er mich in seinem Zauber gefangen. Han ich für ihn alles stehen, bin ich vergangen vor Verlangen. Wie han ich also ein den Narren gefressen? Hast vergessen, hast vergessen. Kaffee Nummer 13.000. Die erste Zigarette schmeckt wie immer ein bisschen grusig. Dann Zimmer lüften, Betten. Schon wieder flieg ich nicht auf Bali. Schon wieder bleib ich nicht daheim. Schon wieder gang ich nicht künden. Schon wieder leb ich nicht allein. Han ich mal Freiheit gesucht, han ich Partei genommen für die Kleinen, han ich Konvention verflucht, han ich mich gewehrt gegen die Routine. Ist echt das alles einmal tiefer gesessen? Hast vergessen, hast vergessen. Gut, Daniel, du hast mal gesagt in einem Gespräch von dir, du seist ein Gebrauchsmusiker. Warum so bescheiden?
Das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun, das ist die Realität. Meine Musik ist zum sofortigen Gebrauch bestimmt, zum sofortigen Verbrauch. Ich habe erst vor 3 Monaten das erste Stück ohne Auftrag geschrieben. Ich hatte immer, meine Musik reagierte immer auf einen Auftrag, die Bühnenmusik schreiben, das Stück schreiben, von den Interpreten aus. Und ich bin immer dankbar gewesen, dass es gebraucht wurde und habe auch immer versucht, auf den Auftraggeber, die Auftraggeberin hinzuschreiben, dass die Instrumentalisten, die das spielen mussten, sie hatten es ja bestellt, dass es denen passte, dass es zu ihnen passte, soweit ich mich da einfühlen konnte. Also das heißt, du hast den Auftraggebern, wie du sie nennst, oder auch den Textern, den Dichtern zugedient? Kann man das so verstehen? Das ist ein wunderbares Wort, zudienen. Das meinst du ja auch mit Gebrauchsmusik. Das ist die Bescheidenheit, die du meinst. Und nicht den sofortigen Verbrauch. Aber das Zudienende ist etwas sehr Schönes. Also wenn du tolle Vorlagen hast, tolle Texte hast. Und von daher habe ich da immer auch Riesenfreude gehabt, weil es immer wieder neue Aspekte brachte. Je nachdem, wer mich gefragt hat und zu was die Musik diente, tönte sie anders. Natürlich, einstückig, wir haben vom Stichtag geredet, von der Oper. Wenn ich da sage, das war eine Auftragskomposition, nicht wirklich. Das haben wir als freien Stück mal begonnen und dann war es fürs Theater St. Gallen. Und da habe ich schon auch dann genossen, einmal einfach zu fantasieren und zu sagen, das ist jetzt ein Riesenorchester und jetzt mache ich, was ich will. Also das ist auch schön. Gebrauch kann man ja auch sagen, es wird gebraucht Ja. für etwas. Das stimmt auch für das folgende Lied. Ich würde aber, glaube ich, dazu sagen, keine deiner Gebrauchsmusiken, die sofort gebraucht werden, haben ein Verfalldatum. Oh, danke. Deshalb würde ich dich kurz bitten, uns zu sagen, was wir als nächstes hören. Das ist ein Text von Maja Stolle, eine Schauspielerin, die wir alle kennen, die aber auch textet, wunderbar textet, werden wir hören. Snünitram heißt das Stück. Und das war wirklich Gebrauchsmusik, nämlich für einen Zürich-Liederabend fehlte ein Lied. Und die Maja hat sich einfach abends hingesetzt, der Christoph Leimbach hat sie gebeten und hat das für uns geschrieben. Und ich habe es dann am nächsten Tag, glaube ich, zügig vertont. Und sie hat es gar nicht gesungen an dem Abend, hat es aber später gesungen. Und jetzt haben wir die große Freude, dass eine Autorin ihr eigenes Lied singt. Wunderbar. Das 9. Tram ist violett, es fährt über dort, wo ich will. Und überhaupt. Und alle Tram sind auch so lang und Billetautomaten können nicht reden. Bitte nicht mit dem Chauffeur sprechen. Was will ich denn? Der 13er ist ein Giraff, der 6er ein Elch, der 4er ein Elefant, der 11er ist ein Tiger, hey! Der 7er ein Pinguin, der 3er ein Bär. Eben, es wär gar nicht so schwer. Wo wir fahren, lebt Zürich. Das 9. Tram ist violett, es fährt über dort, wo ich will. Und überhaupt. In der Enge aufs 9 warten ist für die Katz. Da musst du am Paradeplatz. Dort kommst du auf den Pinguin oder auf den Giraff oder einen Tiger. Hey, die Katz geht auf Wollishofen, kommt sie nicht mehr heim, hat sich krumme Beine. Durchsage der Leitstelle. Kollision am Bratwurststand. Wir bitten um Ihr Verständnis. Das 9. Tram ist violett, es fährt nicht mehr dort, wo ich will. Juhui! Kommen wir für einen Moment
zum Handwerk, weil der Weg ist ja relativ kurz vom Gebrauchsmusiker zum Handwerk. Philipp, du hast die ganzen Noten transkribiert. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das eigentlich für eine Arbeit? Schreibt er auf Bierdeckel irgendwie einen kleinen Einfall und du bringst es dann irgendwie in was? Nein, also wenn wir schon beim Thema Gebrauchsmusik waren, es gibt viele Theater- und Gebrauchsmusiker, die sogenannte Leadsheets schreiben. Man schreibt einfach ein paar Akkorde und die Melodie auf. Davon ist Danis Musik wirklich weit entfernt. Also es ist alles auskomponiert und ausnotiert. Der Prozess vom Komponieren fürs Theater bringt es manchmal mit sich, dass es halt, wie jetzt ja vorhin gerade gesagt hat, bei der Meier-Stoll, es muss dann mal schnell gehen. Es ist manchmal vielleicht nicht ganz so gut zu lesen. Dann hat man das Glück, bei lebenden Komponisten noch mal nachfragen zu können. Wichtig für die Arbeit an dem Buch war aber auch, dass wir uns gemeinsam überlegen mussten, in welchen Tonarten kommen diese Lieder. Wenn man die Kollegin Stolle hier gehört hat, das ist eine außergewöhnlich tiefe Frauenstimme. Wenn man das jetzt alles für so tiefe Stimmen gesetzt hätte, hätten vermutlich viele einen Schreck bekommen. Deswegen war ein Teil der Transkriptionsarbeit auch noch gemeinsam zu schauen, in welcher Tonlage die Lieder am Schluss angesiedelt sind. Dann jetzt etwa 2/3 der Texte sind Dialekt, also Schweizerdeutsch, ungefähr 1/3 auf Hochdeutsch. Macht es für einen Komponisten einen Unterschied? Für dich? Spielt es eine Rolle? Sicher. Ich glaube, das überlegt man sich gar nicht, sondern das spürt man aus der Sprache heraus. Mundart ein Dialekt hat schon von Anfang an eine ganz andere Farbe als eine Hochsprache. Und für mich ist natürlich das Schriftdeutsche eine Hochsprache. Ich habe auch französische Lieder geschrieben, die einzige Sprache, die ich noch beherrsche und wo ich mir zutrauen kann, sie zu vertonen. Und das klingt dann gerade noch mal ganz anders. Der Sprachduktus, der Gestus der Sprache, die Gestaltung, die Farbe, die Setzungen der Artikulation etc. beeinflussen das Schreiben ganz, ganz stark. Hat es auch was mit dem Rhythmus zu tun und Tempo der Sprache? Auf jeden Fall. Wir haben ja den Versuch gemacht, Martin Suter und Thomas Hürlimann, für einen Auftritt beim Salzburger Stier in Österreich, ja, in Salzburg. Selbstverständlich in Salzburg, den Katrin Brenk verliehen bekam. Ein paar Lieder, publikumsfreundlich, haben sie auf Hochdeutsch übersetzt. Es war, wie wir selber sofort merkten, ein Reinfall. Das geht nicht. Drum sind halt sehr viele Lieder in Mundart. Das heißt, eine Übersetzung ist nicht möglich? Also ist auf die gegebene Melodie zumindest ganz, ganz schwer. Man könnte die Gedichte als Gedichte sicher in die Hochsprache übersetzen, aber nicht nochmal mit dem Anspruch, dass dann das auf diese Melodie passt. Eine Übersetzung sonst ist sicher möglich. Würde sich dann aber wahrscheinlich auch eher überlegen, auf Deutsch einen Dialekt oder eine Färbung zu suchen, die eben auch eher von einfachen Leuten erzählt, oder? Das ist ein Problem, das das Theater sehr gut kennt. Also Stücke, die in einem Slang geschrieben sind, in einer Fremdsprache. Ja, was macht man auf Deutsch? Nimmt man dann Berlinerisch oder zu was greift man? Das ist ganz heikel. Wie spricht man Nestroy? Also der Dialekt hat ganz eigene Farben und die Verbindung mit Musik würde das viel zu stark festlegen. Sonst hätten wir gerne dem Verlag das Vergnügen gemacht, die Dichter zu bitten, alles nochmal auf Hochdeutsch zu schreiben. Ja, es gibt also Beispiele wie Mani Matta, der in der Schweiz zur absoluten höchsten Bekanntheit, wenn der das nicht in dieser Sprache, die nur 8 Millionen Menschen verstehen, geschrieben hätte, dann nicht mal 8 Millionen. Nein, die Welschen verstehen ihn auch nicht, aber nichts gegen die Welschen. Ja, ein halber Welschen. Zum Schluss, Daniel, gibt es irgendetwas, was du noch unbedingt komponieren möchtest? Also ein großes Oratorium oder ein Requiem oder ein Stück aus der Weltliteratur, das du vertonen möchtest? Der König Lear. Aber da ist schon Verdi dran gescheitert, also werde ich es nicht machen. Das wurde auch schon gemacht. Nein, ich bin jetzt dran auf einen Text von Julio Cortázar. Ich spreche den Namen sehr wahrscheinlich falsch. Den Tanz der Aale für Sprecherin und 12 Klavieretüden. An dem arbeite ich jetzt ohne Auftrag. Und
Ich suche mit meiner Tochter Mona Petri schon seit längerer Zeit wieder nach einem Stoff für ein Musiktheater. Ich weiß nicht, ob ich noch die Kraft habe, weil man muss einen langen Atem haben für Musiktheater und ein gutes Gedächtnis. Für ein Chanson reicht ein Kurzzeitgedächtnis, man weiß immer, was man im ersten Tag geschrieben hat. Vielleicht finden wir noch mal was und dann würde ich gerne noch mal was fürs Musiktheater versuchen. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, Singen macht die Seele weit. Deshalb lege ich allen, die Freude haben an Musik und an schönen Texten, dieses zauberhafte Liederlesebuch von Daniel Furter und Philipp Bartels ans Herz. Und um sie einzustimmen, hören wir zum Schluss ein Lied, nämlich, lieber Dani? Das Titellied, kann man sagen, es fehlt noch das Lied. Jetzt ist es ja wirklich eine Zugabe. Text, wunderbarer Text, Martin Suter und eine wunderbare Sängerin, Martina Bove, wird es singen. Es fehlt noch, es hebt mich nur, es ist ganz stille Lied. Es braucht noch, es Kungli um, es weisst, du fehlst mir Lied. Heb mich nur, es ist ganz stille, weisst, du fehlst mir Kungli um. Es fehlt noch, es spürt dein Herz schlagen, es schön, dass du da bist, Lied. Es braucht noch, es musst nicht aufstehen, es schmückst verschlafen, Lied. Spür dein Herz schlagen, schön, dass du da bist, schmückst verschlafen, musst nicht aufstehen. Nichts sagen, es, was denkst jetzt grad Lied? Es braucht noch, es hörst den Regen, es so bleibt's immer Lied. Musst nichts sagen, was denkst jetzt grad? So bleibt's immer, hörst den Regen.